Ja, grüß euch benannt und einen sackerisch guten. It's Kasperl. Okay, wir machen weiter. Wir machen weiter im Text. Ich habe die Kommentare unter dem anderen Ding von gestern noch nicht gelesen. Gerade ein kurzes Zeitfenster, wo ich wieder reinjumpen und kurzes Video für euch aufnehmen kann. Ich hätte das gestern auch komplett nur bis zum Ende durchgezogen, aber ich habe Besuch gekriegt und ich habe mein Zeitmanagement ein wenig verschwitzt. Das tut mir leid. Deswegen gibt es hier das zweite Video dazu. Wie gesagt, ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen. Gucke ich dann gleich nochmal rein. Ich habe mich entschlossen, nochmal ein bisschen zurückzuspulen, damit man diese Wall of Text Nachricht von TJ, die er da vorliest, nochmal komplett drauf hat. Ja, weil die fand ich ganz gut und ich glaube, dass wir da eine gute Basis schaffen, auf der wir hier weitermachen können. Für die Leute, die das erste Video noch nicht gesehen haben, schaut euch das erste Video zuerst an. Grob überrissen. TJ war mit einer Influencerin beieinander. Die Beziehung war wohl sehr toxisch, anscheinend, also laut seiner Aussage. Das belegt er hier auch mit sehr vielen Dingen, also relativ glaubwürdig. Vor allem auch, weil er viele Dinge erzählt, die halt Leute, die selber in solchen Beziehungen waren, auch schon erlebt haben. Und ja, die Lady hat dann danach so diese klassischen ich droppe irgendwelche Vorwürfe, ohne Namen zu nennen, obwohl jeder weiß, um wen es geht, Nummer im Internet gebracht. Vor ein paar Monaten. Und der gute TJ hat sich jetzt wirklich sehr lange Zeit genommen, um hier diese Antwort zu formulieren, die 55 Minuten dauert. Und das hat er bisher sehr gut gemacht. Man merkt zum einen, er hat noch Dinge in der Hinterhand, die er veröffentlichen kann, sollte jetzt hier irgendjemand Polen aufmachen. Und er kann eigentlich mehr oder weniger alles relativ gut belegen. Ne? Und deswegen, wir schauen nochmal rein. Es geht hier am Anfang jetzt bei seiner Nachricht darum, weil sie ihm vorgeworfen hat, dass ein Nein nicht in Ordnung gewesen wäre und dass man sie hätte guilt-trippen wollte, wenn sie mal keine Lust auf Intimität hätte. Und er hat gesagt, das Einzige, was er geschrieben hat, ist so eine grundlegende Ding, ne, wo es darum geht, welche Bedürfnisse er in einer Beziehung hat und das körperliche Teil davon sind, aber wir hören uns da nochmal rein. Und nichts, was irgendwie Druck macht oder sonst irgendwas, das ist vollkommen normaler Erwachsenen-Talk, der hier stattfindet. Und nichts, also aus meiner Sicht nichts Toxisches rauszulesen. In diesem Sinne, hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf. Wir gehen einer in. Ja, DJ. Ist da weg. Bums. Ich mal diese Nachricht hier geschrieben. Erstmal sehr wichtig, ich will dich in dem Punkt nicht hetzen, dich von mir überzeugen oder dass du Lust drauf bekommst, dass wir in der Zukunft auch mal die Nacht beieinander verbringen. Das ist immer deine Entscheidung, das nicht zu wollen. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das so. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass beieinander schlafen, kuscheln, Sex und auch das Quatschen danach für mich essentielle Dinge sind, die auch in Zukunft für mich immer wichtig und essentiell bleiben werden. Und klar nehme ich das an, wenn du auf so eine Nähe keine Lust hast. Ich meine, diese Intimität ist ja auch ein bisschen dann das, was eine Beziehung von einem Kumpel unterscheidet, oder? Weil alles andere, irgendwie ein Saufen gehen oder dergleichen, alles andere kann ja auch mit meine Kumpels machen. Und diese Nähe, die Intimität, dieses bisschen engere Band, das man eigentlich zu einem Partner hat, wenn man das in der Beziehung haben will, ja, Kelsey-Priest, deswegen gehen die Leute Beziehungen ein. Ne? Meiner Meinung nach müsste man sowas gar nicht formulieren müssen. Das sollte selbstverständlich sein. Er braucht sich ja, er rechtfertigt sich hier für seine stinknormalen menschlichen Bedürfnisse. Sehe ich so. Aber nicht für immer. Intimität gehört für mich, vor allem um auch Vertrauen zueinander aufzubauen, mit dazu. Und gehört auch innerhalb der Beziehung mit dazu. Physical Touch ist meine Love Language und wenn diese Love Language nicht erfüllt werden kann, dann ist das natürlich ein großes Problem und es fühlt sich nicht komplett an. Man kann sich jetzt auch drüber streiten, über den Satz Physical Touch ist meine Love Language, das ist schon ein bisschen sehr schmalzig, aber ich verstehe, was er meint. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es alles so kommen wird oder muss, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem in der Zukunft wird. Aber es tut unseren zukünftigen Ichs, glaube ich, mal ganz gut, wenn ich sowas hier außerhalb der Beziehung nochmal klar ausspreche.
Abschließend will ich nochmal sagen, dass ich hier bin. Achso, das während einer Beziehungspause, ne? Man kennt diese berühmten Beziehungspausen. Kompletter Horse-Shit. Leute, wenn ihr Schluss machen wollt, macht Schluss. Und dann bleibt dabei. Ne? Überlegt euch das vorher sehr gut, ob ihr Schluss machen wollt. Und wenn ja, dann zieht er da einen Schlussstrich drunter und dann ist fertig. Diese On-Off-Beziehungsscheiße ist was für 13, 14, 15-Jährige, die das allererste Mal in ihrem Leben verliebt sind und keine Ahnung von überhaupt gar nichts haben. Erwachsene Leute sind zusammen und wenn sie merken, es geht nimmer, dann sagen sie, hey Leute, es geht nimmer, lasst das hier beenden, dann gehen die getrennte Wege, Bums aus, Nikolaus. Um mit dir an unserem Problem zu arbeiten und dass ich an uns glaube. Ich hab dich lieb, Marie. Im Telefonat darauf meinte sie, dass sie froh ist, dass ich das so offen kommuniziert und auch angesprochen habe und sie das genauso sieht. Und sie hat mir auch immer wieder bestätigt, wie heilend ich für sie bin und wie schön sie es findet, dass sie... Das ist auch wieder so eine Manipulationsnummer so, da merkt sie, oh, scheiße, 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 hier entgleitet er mir ein bisschen, ich muss ihm ein bisschen Leine geben. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch angelt. Ja? Die Taktik. Ja? Erst anreißen und dann wieder ein bisschen geben, wieder anreißen. Dann das 100%ige Vertrauen in mich hat, dass Nein sagen immer okay ist. Das hat sie so öffentlich gepostet. Auch eine Sache, die ich durch den Mann gelernt habe. Nur weil du etwas logisch weißt, bedeutet es nicht, dass du es verstanden hast. Und es wird jetzt ein sehr unangenehmes Ich glaube, was bei dir, gute Frau, du verstehst sehr, sehr, sehr vieles. Die ist nicht dumm. Das Problem ist, solche Menschen, wie gesagt, wenn das jetzt hier alles stimmt, mit der Manipulation und alles, und ich habe bisher keinen Grund gefunden, warum ich da jetzt irgendwie dieser Geschichte von TJ misstrauen müsste, aber diese Leute hier, die sowas machen, die so unterscheiden sich von einem Rainer Winkler lediglich im IQ. Die sind halt schlauer. Damit auch gefährlicher. Ne? Weil Reinis plumpe Manipulationsversuche, die checkt ja jeder, der nicht irgendwie komplett behindert ist, auf 20 Kilometer gegen Wind. Deswegen hat er ja versucht, sich an diese Autistin ranzumachen, in der Hoffnung, dass die zu dumm ist, zu checken, dass er sie manipulieren will. Und wenn aber jemand genauso skrupellos ist wie er, aber halt 20, 30 IQ-Punkte mehr auf dem Kasten hat, dann wird's gefährlich. Verständnis. Als Beispiel von mir dazu kann ich zum Beispiel sagen... Ja, und schon wieder sitzt sie da in ihrem scheiß Diggity-Tockety, scheiß streamende Video, was weiß ich, und schminkt sich. Bezahlen dich die Leute dafür, dass sie dir zuschauen dürfen, wie du dir Kleister in die Fresse pappst. Soll ich mit der Farbrolle kommen? Hier, Ding. Die Homer Simpson Schminkflinte, die hier, das wäre doch eine Sache. Das würde dir so viel Zeit ersparen, dann könntest du dich während deinen Streams auf deine Streams konzentrieren. Warte, hier den da machen wir. Na, vielleicht sollten wir die mal an die Influencerinnen in Deutschland verkaufen. Hä? It's for the woman who only has 4/5 of a second to get ready. Close your eyes, Marge. And now you're ready for a night on the town. Das Ergebnis ist das gleiche, oder? Ich sehe den Unterschied nicht. Mädels von TikTok. Oder Schminkflinten. Ja? Fertig. Das ist eh ein Zirkus und ihr seid die Äffchen. Let's go! Sagen ist okay. Klar, es ist etwas, was ich rein logisch gesehen wusste, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es erst durch ihn verstanden. Und das hat sie mir auch andauernd als Memo so bestätigt. Ich hatte halt nur wirklich so, vor allem auf der Zugfahrt hierher, hatte ich die ganze Zeit so Gedanken, wie heilend du für mich einfach bist. Und ja, wie gesagt, das habe ich im letzten Video schon gesagt, dieses, oh, du bist so heilend, ich bin ja so kaputt von meiner letzten Beziehung, das war ja alles so fürchterlich schrecklich, ich brauche dich gerade so dringend, du machst alles besser in meinem Leben, diesen Scheißdreck, dieses extreme Lovebombing, auch alles erlebt. 2 Tage später hat man mich behandelt in der Öffentlichkeit, als wäre ich ein völlig Fremder. 2 Tage später. Wir waren auf einem Grill-Event bei einem Kumpel im Garten
Und man hat mich behandelt wie einen völlig Fremden. Ja. In der Öffentlichkeit darf man dann das wieder nicht sehen, weil sonst kann man die anderen Leute nicht so manipulieren, zu sagen, der spinnt ja eigentlich, wenn er irgendwas sagt, ne? Wie viele Sachen du auch irgendwie aushältst. Weiß nicht, allein, dass du mir immer wieder auch signalisierst und sagst und ja teilweise auch sagen musstest, Nein sagen okay ist. Du fasst mich nicht an, wenn ich das nicht möchte. Und du gibst mir immer noch diese Reassurance. Und klar, ich benötige die auch, teilweise noch. Aber das, wo ich mir sage, ey, du gibst dir so Mühe. Und klar, die Ja, bist angeschissen, Digi, wenn du dir Mühe gibst. Das ist vergebliche Liebesmühe. Aber das hat er in der Zwischenzeit auch gecheckt, der gute TJ. Aber das ist komisch, das hat sie in diesem Reel, das sie da im Auto gedreht hat, wo sie ihm vorgeworfen hat, er wird sie permanent unter Druck setzen. Also natürlich nicht ihm, ne? Einem angeblich sehr woken und feministischen Ex gegenüber die Vorwürfe gemacht, er hätte sie permanent unter Druck gesetzt, damit es Snooze gibt, ne? Er hätte ein Nein nicht akzeptiert. Komisch, die Scheiße hört sich hier ganz anders an. Memo ist da schon was her, aber bis zum letzten Mal, nachdem wir miteinander geschlafen haben, 11 Tage vor der Trennung, in der Zeit haben wir uns nicht mehr gesehen, schrieb sie mir weiterhin, wie heilend ich doch für sie bin. Dieses eine Reel, die Leute verstehen das sehr, dass du mich geheilt hast. Und hier haben wir wieder diese absurde Verdrehung. Ich sage einmal in der Phase, wo wir nicht zusammen sind, dass Physical Touch mir grundsätzlich wichtig ist und daraus macht sie ein, ja, Nein sagen ging nur zu einem bestimmten Punkt. Ja, wie gesagt, dieser Satz, du hast mich geheilt, massive Red Flag. Massive Red Flag. Hier werden schon, hier wird praktisch schon das Set aufgestellt auf der Bühne, wo am Abend das Drama stattfindet. Leute, verpisst euch sofort. Wenn ihr den Satz hört, du hast mich geheilt, verpisst euch sofort. Das ist eine Trap, das ist eine Trap, das ist eine Trap. Ne? Das ist so hanebüchner Bullshit. Wer sagt denn sowas, bitte? Das ist so melodramatisch und pseudo-romantisch, dass mir jetzt schon ins Kotzen kommt. Weil ich bin auf dieselbe Scheiße reingefallen. Du hast mich geheilt, halt dein Maul. Da ist immer impliziert so, ja, vorher war alles schlimm und die Welt war so grau und dann bist du gekommen und hin und her. Erstmal das Ego streicheln. Jeder Mensch und ich glaube vor allem auch noch ein Mann, weil Männer, zumindest traditionell irgendwie tickende Männer, natürlich auch gerne da sind, irgendwie ein bisschen auch gerne diese Beschützerrolle einnehmen. Das ist ganz normal. So, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn deine Partnerin sich bei dir beschützt und gut aufgehoben fühlt und ne? Sich ein bisschen fallen lassen kann, ein bisschen sicher. Das ist ja auch schön, ne? Und genau dieses Gefühl gibt sie ihm, um ihn weiter am Haken zu haben. Ja? Du machst es ja alles richtig, nur manchmal. Weiß ja nicht. Und so entkräftigen wir auch den nächsten Punkt. Geht verdrehen der Tatsachen, sind wir aber schon wieder in der Gaslighting-Nummer. Also die Gaslighting-Nummer, die zieht sich hier quer durch die ganze Story durch, weil Verdrehen der Tatsachen, was hatten wir hier noch? Ja, wir hatten ähnliche Stichpunkte hier schon mit Gaslighting und dergleichen. Aber hören wir mal rein, bisher war ja based alles. Eine weitere Behauptung war ja, dass ich hier aktiv Druck machen würde, dass wir mehr miteinander schlafen müssen. Am 7. April haben wir darüber geredet, dass mir auffällt, dass sie sich körperlich aktuell ein bisschen von mir distanziert. Sie hat mir das auch bestätigt und geäußert, dass sie sich selber aktuell ein bisschen Druck bezüglich so körperlicher Nähe macht. Ich ihr zwar immer sage, dass es vollkommen fein ist, dieser Druck aber trotzdem gerade da ist. Weißt du, ich habe ja immer Es liegt nicht an dir, es liegt an mir halt am Maul. Dieses Gefühl, dass ich immer nur bis zu einem gewissen Grad halt keine Lust haben darf. Und das ist halt für einen kurzen Zeitraum, irgendwie für einen Monat oder so, ist jetzt nur eine Zeit, die so in den Raum geworfen ist, die ist jetzt nicht wirklich gegeben, so, ne? Keine Lust haben darf, aber danach ist halt irgendwie wieder so rüberkommt, als
würde ich halt zum Beispiel keine Lust auf dich haben. Und ich weiß, du sagst immer, dass das voll okay ist und so. Auf die Frage, was ich anders machen könne, schrieb sie: Ich glaube, das ist etwas, das ich vor allem lösen muss. Aber wenn du möchtest, kann ich mir gerne überlegen, ob und wenn ja, wie du mich da unterstützen könntest. Ja, da hat sie dich am Sack gehabt, Digi. Das ist wild. Ja, ich sage, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Das, ne? Das ist das Minischluss machen. Ne? Kakaoden. Das ist die Nummer. Und, hört sich für mich in der Situation tatsächlich so an, als wenn es wirklich als einfach als Machtinstrument genutzt wird. So, wie lange kann ich den dran halten, bis er irgendwie gaga wird in der Rübe? Später haben wir dann auch bezüglich des Themas Druck telefoniert und sie hat wieder unfassbar auf Krampf versucht, irgendwas aus mir rauszulocken, was sie dann später gegen mich verwenden kann. Denn sie hat mir erklärt, dass ein "Ich fühle mich gerade nicht danach" kein Ablaufdatum hat. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel am Freitag zu ihr gefahren bin und irgendwie Lust hatte, sie aber gerade nicht, sich dann aber 2 Wochen später, wenn sie dann zum Beispiel wieder zu mir gefahren ist, beim Film gucken oder so irgendwas entwickelt, dass dieses Nein von vor 2 Wochen, von diesem Freitag, immer doch gilt und ich das doch bitte respektieren soll. Und ganz ehrlich, war mir so nicht bewusst, weil wir... Du willst mir jetzt erzählen, TJTs, also du warst bei ihr, du hast einen Annäherungsversuch gestartet, sie hat gesagt, du, ne, Digi, heute nicht, hab keinen Bock. Du hast gesagt, okay, wunderbar. 2 Wochen später war sie bei dir, ihr liegt auf der Couch, ne, es bahnt sich ein bisschen was an und auf einmal sagt sie, ja, übrigens, ich hab doch gesagt, ich hab keine Lust. Was? Ja, vor 2 Wochen. Ach so, das gilt jetzt immer noch. Ja, freilich, okay. Haben wir auch mal gesagt kriegen, ne, das, also... wir auch über sowas nie geredet hatten, aber ab dem Zeitpunkt war es absolut kein Thema mehr und wurde natürlich respektiert. Nur ihre Schlussfolgerung jetzt nach der Beziehung, ein Nein hätte nicht gegolten, wenn es eine komplett neue Situation ist, wenn es teilweise Wochen später ist, weiß er nicht, ob man sagen kann, ein Nein hat nicht gegolten, weil es hat immer gegolten, bedingungslos. Und dazu, natürlich geht es hier gerade um einzelne Fälle, wo irgendwie sowas vorgefallen ist, aber die allermeiste Zeit der Beziehung war ja sowas kein Thema, sondern wir kamen beide aufeinander zu. Als Lösung für das Problem habe ich übrigens 2 Tage später am Telefon angesprochen, vor allem halt eben, um zu verstehen, was ihr da so Druck macht, dass wir doch mal gemeinsam zu ihrer Therapeutin gehen können, weil, die Frau ist seit 11 Jahren in Therapie. Ich glaube, ihre Therapeutin kennt sie in ein paar Punkten bestimmt besser als sie selber. Und zweitens haben wir uns darauf geeinigt, dass ich erstmal nichts mache. Also kein Küssen, kein Anflirten, kein nichts einfach. Dass sie den Raum da von mir bekommt, auf mich zuzukommen, weil ich will nicht, dass meine Freundin irgendwie Druck verspürt. Das haben wir dann bis zum Ende so gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Ja, finde ich aber auch weird, oder? Dass, wenn deine Partnerin, wenn du Zeit mit deiner Partnerin verbringst, dass du dann permanent irgendwie auf Eierschalen laufen musst, um aufzupassen, dass nicht zufällig irgendwie Nähe aufkommt. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt mit meiner besseren Hälfte schon ein paar Jährchen länger zusammen, als die beiden waren, aber das sind so Selbstverständlichkeiten so. Ich glaube, keiner von uns denkt irgendwie wirklich aktiv drüber nach, was wir tun, wenn einer von uns aus dem Haus geht, dann küsst man sich zum Abschied. Das passiert mehr oder weniger inzwischen automatisch. Weiß ich nicht. Wie gesagt, weiß ich nicht. Vor allem in der Öffentlichkeit möchte ich nicht, dass das so aussieht, als wären wir zusammen. Hört sich für mich nach einer Exit-Strategie an, um dann später Leuten sagen zu können, ja, da in dem Zeitraum, wo der mir vorwirft, dass ich da irgendwas gesagt hätte, da waren wir schon lange nicht mehr beisammen. Wir waren noch zusammen auf dieser Party, aber nur noch als Freunde, hast du ja gesehen, da ist ja nichts gelaufen. Weiß ich nicht. Was ich aber als Riesenproblem ansehe, ist das irgendwie so wiederzugeben, als würde ich nach einem Nein weitermachen oder so. Weil das ist nicht einmal in der Beziehung passiert. Das traue ich dem DJ aber auch überhaupt nicht zu. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, der Typ mag vieles sein und vielleicht ist auch mal, ne, gerade was politische Meinung angeht, an manchen Stellen vielleicht ein wenig hängen geblieben. Aber so ein Romanzen-Rambo ist der nicht. Ne? Das ist jetzt nicht der Cowboy-Typ, der den Saloon betritt und die hübsche
Bedienung irgendwie sofort so nur um die Hüfte greift und null gar nicht. Ne? Und ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er hier irgendwen unter Druck setzt. Ganz ehrlich. Der hält selber keinen Druck aus. So wichtig. Genau wie die nächste Behauptung. Weil sie meint ja, dass ich mal irgendwann gesagt hätte, ich fühle mich bei nichts so geliebt wie beim Sex. Und wirklich, ich habe so lange überlegt, wo dieser Satz irgendwo gefallen sein könnte. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Satz irgendwann mal gefallen, wo du wenig Blut im Gehirn hattest und das Blut, das du im Gehirn hattest, wahrscheinlich noch ein bisschen Substanz getränkt war. Kann ich mir vorstellen. Weil so eine Scheiße sagt man nüchtern nicht. Aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, und das gebe ich zu, das habe ich wirklich gesagt, ist, dass ich, nachdem wir was miteinander hatten, gesagt habe, dass ich bei kaum etwas so viel Liebe spüre, wie wenn wir miteinander schlafen. Das war aber in einem Kontext, wo wir darüber gesprochen haben, wie schön wir es gerade fanden, wo wir darüber gesprochen haben, wie verbunden wir uns gerade fühlen. Das war ein Moment, wo sie auch mit ähnlichen Komplimenten auf mich zukam. Und wirklich, ich finde es auch gerade selber so Ja, wie gesagt, die haben halt wahrscheinlich zugedruckt, gerammelt irgendwo und fanden es beide super toll und dann, Körper mit Hormonen überflutet und dann wird man poetisch und erzählt dann so einen Krampf. Aber das kann halt passieren, Diggi. Aber das halte ich jetzt auch nicht für eine problematische Aussage, so grundlegend so. Keine Ahnung. Aber es wurde ihm ja so ausgelegt, wenn ich mich richtig erinnere, als ob er das praktisch als Druckmittel benutzt hätte, um zu sagen, ja, wenn du nicht mit mir schläfst, dann liebst du mich praktisch nicht oder so. Keine Ahnung. Was ja anscheinend mit den Nachrichten, die er hier vorgelegt hat, belegbar falsch ist. todesunangenehm, so private Stories hier von mir zu teilen. Wirklich, ich erzähle nichts hiervon, um mich irgendwie zu profilieren, was ich für irgendwelche Stories habe. Wirklich. Ja, glaube ich ihm auch. Ich würde auch nicht irgendwie so krass intime Sachen raus plappern, vor allem wenn ich 500.000 Abos auf YouTube habe und schon relativ dicke in der Öffentlichkeit stehe. Weiß ich nicht. Ne? Ich nicht. Das wär wirklich Ultima Ratio. Und das ist es ja hier offensichtlich, weil ihm Dinge vorgeworfen werden, die er anders nicht widerlegen kann. Ich hasse es gerade. Aber es ist Und vielleicht hat die da auch drauf gesetzt, dass sie sich denken, oh, ich kenne den TJ, der schämt sich dann so, dass er dann gewisse Dinge nicht sagt, gewisse Dinge nicht auf den Tisch legt, nicht anspricht und damit kann ich ihm dann wieder einen Strick draus drehen. Das kann gut sein. Ja. Leider gerade wichtig, weil diese Komplimente kamen zu der Zeit auch in ihrem Podcast vor. Aber ich habe ihn sehr deutlich beschrieben. Sehr, sehr detailreich habe ich ihn beschrieben. Ihr wisst jetzt, dass mein Freund einen schönen Schwanz hat. Es geht aber auch intime Sachen, die müsst ihr nicht wissen. Deswegen aber, naja. Ach so, das andere ist Privatsache, Etzadler, oder? Meudel. Ich find's nicht cool. Egal, ob er schön oder hässlich ist. Über die Beschaffenheit des Gemächts deines Partners in der Öffentlichkeit in einem scheiß Podcast zu schwallen, ohne das mit ihm vorher abgesprochen zu haben. Weiß ich nicht. Und dann hier das Ganze mit dem Logo hier zu versehen. Mit dieser Bitch-Pussy-Attitüde, die sie da offensichtlich beide in die Kamera kotzen. Weiß ich nicht, Diggi. Was würdest du sagen, wenn DJ sich in irgendeinen Podcast reinhockt und sagt, ja, hier meine Ex, die hat schon sehr schöne Möpse gehabt, aber die eine, die hing ein bisschen tiefer als die andere. Die linke, also von mir aus gesehen, die linke, ne? Die hing immer ein bisschen tiefer. Es hat ein bisschen ausgeschaut wie Karl Dall. Aber trotzdem irgendwie sexy. Ich war sehr sexuell verwirrt. Was dann Turn-Up wäre, Alter. Da ist aber Turn-Up Muttervater ist dann. Ich auch nicht. Ja, aber ist gut. Ist ja auch egal. Und ich muss by the way sagen, dass ich es irgendwie ein bisschen weird finde, nach der Beziehung zu erfahren, dass mein Sexleben in
ihrem Podcast teilweise besprochen wurde. Also, dass sie es ihrer Freundin erzählt, das hat sie mir irgendwann gebeichtet so. Ja, die hat halt deine Beziehung monetarisiert. Also, das, was du geglaubt hast, was eine Beziehung ist. Also, es war schon eine Beziehung, für sie war es halt wahrscheinlich eine komplette Geschäftsbeziehung. Du hast eine höhere Reichweite, du bist in dieser Rezo-Bubble drin, du hast gute Connections in der komplette YouTube-Szene in ganz Deutschland. Du kennst wahrscheinlich von den großen 10 YouTubern, hast du wahrscheinlich alle Nummern im Telefon irgendwo von irgendeinem Monte-Event, irgendwelchen anderen Influencer-Events. Und natürlich, das lässt sich vermarkten. Und wenn sie in ihrem Podcast da irgendwelche brisanten Details aus dem Bett verlabern kann, damit der weiter gepusht wird, damit dann nächste Woche noch mehr Leute einschalten, wird sie das tun. Ne? Tut mir leid, TJ, du hast halt nicht wirklich eine richtige Beziehung geführt, also zumindest nicht aus ihrer Sicht. Ne? Aus ihrer Sicht war das eine Geschäftsbeziehung. Deswegen hat sie sich auch nur so wenig wie irgendwie notwendig von dir anfassen lassen. Aber im Podcast, also abgesprochen war das nicht. Weiß nicht, wenn ich mich jetzt hinsetze und über die Intimzone meiner Freundin rede, fände ich von meiner Seite aus ein bisschen übergriffig. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, andersrum fände das die Öffentlichkeit auch. Ich finde das auch wieder diese Fuck-Doppelmoral. Weil wir hatten ja diesen unsäglichen Funk, ich setze in dicke Anführungsstriche Podcast mit diesen vollkommenen Raumverschwendungen von Menschen, die sich da reingesetzt haben und einfach wirklich nur hanebüchensten Bullshit labern und irgendwelchen künstlichen Internet-Beef vom Zaun brechen, nur um irgendwie da Reichweite zu generieren. Digi! Ne? Warum darf eigentlich jeder Hinz und Kunz heutzutage so einen scheiß Podcast machen? Und warum werden manche davon auch noch von scheiß Funk finanziert? Das hier Main Character Syndrome in seiner reinst Form. Das sind die Leute, die zwei Tusnells da von diesem Podcast, seine Ex und die andere, das sind die Leute, die sagen, eigentlich müssten wir die Nachrichten machen und Maybrit Illner übernehmen wir auch. Und Joska und wie sie nicht alle heißen. Das machen alles in Zukunft wir, weil wir haben den Durchblick, wir sind viel geiler. Weil wir gehen aufs Oktoberfest, ohne einen Cent Geld dafür zu bezahlen. Yeah! Ja, Frauenpower, halt dein Maul! Stell mal vor, euer Da Freund sind sie schon wieder die Larven. würde euch sagen, ich habe meinen Kumpels gesagt, wie deine Muschi aussieht. Also ich wäre sauer. Ich habe ihm auch ganz Ich klar auch. gesagt, ich dachte es, du nicht. Ja. Doppelmoral! Was aber noch weirder ist, dass sie im Nachhinein aus gebrochenem Ego oder was auch immer einen Song darüber geschrieben hat, dass diese Komplimente alle nur Lügen gewesen seien. Ach, ja, das ist auch super Winkler-esk. Das ist auch super Winkler-esk, Digi. Ja, da sind wir bei Baby Chrissy, die ja angeschmachtet hat über Wochen und ihr einreden wollte, sie soll sich von ihrem Partner trennen und mit ihm ein Pärchen, Zitat, bilden. Ein YouTuber-Pärchen und dann wären sie zusammen erfolgreiche YouTuber und machen ganz viele kleine behinderte Kinder. Und als sie das dann abgelehnt haben, dann hieß es, ja, überleg nichts von dir, war eh alles nicht so gemeint und ich würde nicht mal piepsen, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Auf dem Niveau befinden wir uns jetzt hier anscheinend. Dass ich nur bei dir kommen kann und du so gut ficken kannst. Ey Digga, ist ja okay, wenn sie aus gebrochenem Ego oder Stolz oder was auch immer unbedingt diese Komplimente wieder zurücknehmen muss, so, ne? Ist ja okay. Aber schön, wie sie uns selber nochmal öffentlich ein kleines Beispiel für ihr Heiß-Kalt-Pattern gibt. Ja, das ist auch wirklich die hinterletzte Nummer. Ja? Das ist wirklich die hinterletzte Nummer. Dann erst dieses Lovebombing und danach, wenn die Beziehung dann zu Ende ist, wenn er tatsächlich durchgezogen hat und gemerkt hat, okay, nee, das ist hier toxische Güllegrube, ich muss hier raus, ja, diese Beziehung tut mir nicht gut. Und dann, weil sie, wie er sagt, weil sie das Ego geknickt hat, weil sie die Kontrolle über ihn verloren hat, ihn dann nochmal irgendwie hinterher spucken. Das hat Klasse auf jeden Fall. Das hat Stil und Klasse. Richtig hohes Niveau hat die Dame. Vorher Komplimente machen und ein Gerüst bauen, wie toll man ist. Dich heirate ich. Baby, ich heirate dich einfach so.
TJ, you dodged a bullet there. Glaube mir, mein Freund, dass du die nicht geheiratet hast, das Beste, was dir in deinem Leben passiert ist. Stell dir vor, du hättest den Stress jetzt zusammen mit Anwälten, hier, wie nennst du das? Zugewinnsverteilung und so ein Scheiß. Ne? Ich habe mich vor kurzem mit einer Scheidungsanwältin mal unterhalten über so ein paar Sachen. Da ist richtig Turn-up am Start. Ne? Da wird dann genau auseinanderklabüsert. Wann hat wer was verdient und am Ende musst du ja allen noch Unterhalt zahlen. Sei bitte froh, dass du dich daraus verpisst hast, bevor das, oder Gott bewahre, dass die irgendwie schwanger geworden wäre. Die ist gut weiter, TJ. Die ist gut weiter und wenn du von dir nichts eingefangen hast, dann Haken dahinter, in den Ordner für Lehrgeld bezahlt, einheften, Krone richten, weitergehen. Vom Fleck, wie du das einfach machst. Und später dieses Gerüst wieder einstürzen lassen. Ich werde mich niemals trennen und denke nie an einen anderen. Alles passiert bei ihr in einem Pattern. By the way, auch der Satz, er heult, wenn er keinen Sex bekommen hat. Exakt dasselbe hat sie über ihren Ex-Freund, als wir noch ein Paar waren, in ihrem Podcast erzählt. Merkst du was? Merkst du was? Wie gesagt, in einer dieser Beziehungen, die dieser hier sehr ähnlich war, halt ohne Publicity und 15 Jahre vorher, aber hey, da ging es auch, da wurde dann dauernd über den Ex hergezogen. Das war so ein Arschloch, das hat er gemacht, dieses, jenes, auf die Kette hat er nichts gekriegt, bla 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 bla. Und dann war irgendwann die Beziehung zu Ende und danach hat sie dieselbe Schallplatte abgespielt bei ihrem Neuen und noch bei Leuten aus dem gemeinsamen Bekanntenkreis. Nur, dass dann halt diesmal ich war. Und als er den nächsten abgeschossen hat, hat sie dem nächsten über den dieselbe Scheiße erzählt. Da bin ich 100%ig sicher. Ne? Weil sie sind ja nicht schuld daran, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Sie haben alles richtig gemacht. Ne? Und man wird dann mal wohl auf seinen Punkt bestehen können. Halt und weint dann, wenn du das nicht machst? Weil er sagt, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Boah. Das ist... Alter, das ist Peak asozial. Das ist Peak asozial. Krass, ich habe mit meiner manipulativen Scheiße einen Menschen emotional so zerstört, einen erwachsenen Mann emotional so zerstört, dass er da sitzt und heult. Und das tritt sie jetzt in ihrem Podcast breit und ist dann noch stolz drauf. Schau, was ich für eine tolle Tusse bin, ey. Ich bringe die Leute zum Heulen. Einfach nur wegen mir und dann schnipse ich und gehe weiter und suche mir den nächsten. Geil, ne? Im Übrigen, Männer sind das toxische Geschlecht. Haben wir schon mal drüber geredet, ne? Ausschließlich. Natürlich überspitzt. Ich weiß, dass Männer auch toxische Bastarde sein können. Ich komme aus dem Drachengame. Aber, das ist wieder der Beweis dafür, dass dieses manipulative Verhalten, das über Leichen gehen, die Leute wirklich komplett kaputt machen. Nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch, ist definitiv kein geschlechtsexklusives Thema. Ne? Das ist Unisex. Oh. Und dann sich noch so dreckig drüber ablachen. Ex-Freund an der Stelle. Selbst die Variation, was sie über Ex-Freunde sagt, ist immer im selben Pattern. Und what the fuck? Natürlich habe ich wegen sowas nicht geheult. Was? Und bezüglich des Abweisens habe ich ihr sogar geschrieben, dass es wirklich kein großes Problem ist und auch wirklich keine schlimmen Gefühle mehr auslösen. Das steht hier in der Nachricht. Alles bei ihr passiert in einem Pattern. Und wie weit sie geht, dass sie als Siegerin und vor allem mit mehr Reichweite hervorgeht, das seht ihr im nächsten Part. Ja, richtig. Du warst die Reichweitenwelle, auf der sie gesurft ist. Ja, so lange, bis es ging. Und danach nimmt sie sich die nächste Welle.
Ein Verhaltensmuster von ihr war, dass sie wirklich alles kalkuliert für Views macht. Nach ihrem ersten Song, To All The Boys, hatten wir einen Date. Schon von Anfang an hat sie Moves gepullt, dass sie, je nachdem wie das Date läuft, weil wir zu der Zeit ein bisschen Krise hatten, heute mit mir Schluss machen wird. Meinte zwischenzeitlich so Sachen wie, ja, zu 70% mache ich heute mit dir Schluss. Boy, TJ, da musst du aber dann Eier wachsen lassen, das hilft doch nichts. Alter, wenn du am Tisch sitzt während einem Date und die sagt zu dir, hey, zu 70% mache ich heute mit dir Schluss. Das ist so ein dreistes Spielen mit den Gefühlen von jemand anderem. Das ist schon so obvious. Wenn du dann nicht sagst, hey, spar dir die restlichen 30% hier, das ist mein Teil vom Abend, von der Rechnung. Den Kellner darfst du bezahlen. Tschüss, ich bin weg. Ne? Leg das Geld auf den Tisch und verpiss dich. Nummer blockieren und fertig. Digi, dass man sich sowas bieten lässt. In dem Moment, in dem ich den Satz höre, zu 70% mache ich heute mit der Schluss, bin ich weg. Was für ein niedriges Selbstwertgefühl muss man denn zu dem Zeitpunkt schon gehabt haben? Und es ist natürlich auch, wenn du über Monate hin manipuliert wirst von diesen toxischen Leuten, geht dein Selbstwertgefühl halt auch irgendwann komplett den Gully runter. Das ist ja dann lässt du solche Dinge mit dir machen. Ich rede mich jetzt auch einfach, wo ich in meinen 20ern war, da hätte ich da wahrscheinlich auch nicht so reagiert, wie ich heute reagieren würde. Aber wenn das Alter schon bierbäuchig und glatzköpfig macht, macht es einen wenigstens weise. Problem, bierbäuchig und glatzköpfig wie ich bin, würde ich in die Situation sowieso nicht mehr kommen. Ne? Nee, runter vom Markt passt so. Ah, bin ich froh, dass ich den Dating-Scheiß nicht mehr machen muss. Dann fand sie das Date aber ganz schön und meinte, ich hätte sie auf 10% runterverhandelt. Das ist so absurd auszusprechen, aber ich habe da wirklich Chats drüber, wie ich das sogar einem Kollegen sogar noch schreibe, dass sie das gesagt hat. Auf 10% runtergehandelt. Alter. Nee, ganz ehrlich, wer sowas mit sich machen lässt, sollte mehr Sessions bei seinem Therapeuten haben. Aber ich glaube, das hat er jetzt inzwischen auch gecheckt. Ich glaube, der hat sehr viel Zeit mit Anwälten und Therapeuten verbracht, um dieses Video zu machen. Wundert mich beides nicht. Und ich glaube, dass er hier relativ safe ist auf der rechtlichen Seite. Denn das wäre einfach mega dumm, wenn er jetzt dieses Video rausknallt, dass er wirklich theoretisch Zündstoff für eine vollkommene Eskalation geben könnte, ohne sich da vorher rechtlich abgesichert zu haben. Ohne da vorher mal einen Anwalt drüber schauen zu lassen, so, jo, Digi, ist das so in Ordnung, kann ich das so hochladen? Wenn er das nicht gemacht hat, dann wäre er ziemlich dumm. Aber da gebe ich ihm mal Benefit of the Doubt. Ich glaube, das wird er schon gemacht haben. Sonst hätte der ganze Bums jetzt hier nicht auch 2 Monate gedauert oder so. Entsprechend war ich auf dem Date eine absolute Wurst. Ich hatte massiv Schiss, dass die Frau, die ich liebe... TJ, hate to break it to you, du warst in der ganzen Beziehung eine absolute Wurst. Aber du kannst halt wirklich nichts dafür, die hat dich halt zur Wurst gemacht. Zu der ich zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile komplett emotional abhängig war, gleich die Beziehung mit mir beenden wird. Ich habe auch erst jetzt in der Aufarbeitung gecheckt, wie gar nicht okay es ist, so Sachen zu sagen wie, ja, zu 70% mache ich heute Schluss. Ja, das ist krass, oder? Ich finde das auch wild. Wie es Leute schaffen, einen emotional so zu manipulieren, dass man so einen Satz hört und eben nicht sofort aufsteht und sagt, dann fick dich doch. Was die einzig logische Reaktion ist aufstehen, sagen, fick dich doch und gehen. Aber wie gesagt, ich fühle das, weil ich selber schon erlebt habe. Ich habe mir nach solchen Beziehungen oft gedacht, in der und der Situation, in der und der Situation, in der und der Situation, wie brunzblöd warst du, es lag für alle offensichtlich auf dem Tisch. Und ich habe dann auch wirklich, jedes Mal einen guten Teil meines Freundeskreises verloren, weil diese Leute zecken sich natürlich in deinen Freundeskreis rein und danach bist du's Arschloch. Aber ich habe wenige Leute, die mir über die Jahre über treu geblieben sind, die mir dann auch mal den Kopf gewaschen haben und gesagt, hey, du musst auch irgendwann mal mit deinem Gehirn an so eine Beziehung rangehen.
bei der und der Situation war es für alle offensichtlich, was da los ist, aber du warst von deinem Weg nicht abzubringen. Weil du der Überzeugung warst, nee, und du kennst die ja gar nicht und wir haben darüber geredet und das passt alles und das ist jetzt ein bisschen komisch, aber danach wird es viel besser, weil es war ja schon so schön, bla 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 bla. Einen komplett hohlen Bullshit. Ne? Du wirst ja, wie er sagt, du wirst zum Würstchen gemacht einfach. Aber laut ihr sucht man sich ja selber aus, wenn man sich so manipulieren lässt. Und ja, Digga, wenn du eine ganze Sache eine Zeit lang mit dir machen lässt und keine Konsequenzen ziehst, ab einem gewissen Punkt sucht man sich das aus. Weil es ist immer die eigene Entscheidung, irgendwo zu bleiben oder zu gehen. Und meine Mutter sagt ja nicht umsonst irgendwie, ach, sie bleibt noch, ja, da ist der Leidensdruck nicht groß genug. Und irgendeine Larissa schreibt da drunter, man sucht sich nie aus, manipuliert zu werden. Stop the victim blaming, Digga. Ja, die Larissa hat recht, ne? Du, freundliche Person. Das war das Wort mit F, das ich gesucht habe. Richtig. B. Das sucht man sich nicht aus. Das ganz ehrlich. Wir haben hier das emotionale Äquivalent von einem Mann, der seine Frau schlägt. Und die dann immer noch bei ihm bleibt, weil er dann immer wieder kommt und Blumen bringt und sagt, oh, es war jetzt wirklich das letzte Mal, ich verspreche es da. Ich trinke jetzt auch nichts mehr und am nächsten Wochenende kommt der Hagel voll vom Stammtisch und aus irgendwelchen Gründen macht's wieder Klatsch, Klatsch. Und dass dann Leute hingehen und sagen, Mei, die Frau ist ja dumm, dass die sich das mit sich machen lässt. Warum geht die nicht einfach? Das ist genau das widerliche Verhalten, nur auf einer emotionalen Ebene mit den vertauschten Rollen ist das hier. Ne? Die Frau in dieser Beziehung, wo sie verprügelt wird von ihrem Mann, kann genauso wenig was dafür, verprügelt zu werden von ihrem Mann, wie ein TJ was dafür kann, emotional ausgenutzt und manipuliert und ja, missbraucht zu werden. Da kann er nichts dafür. Beide Personen haben sich verletzlich gegenüber einer anderen Person gemacht, der sie vertraut haben, was sie besser hätten nicht tun sollen, die sich danach als Monster entpuppt hat. Digga, ich blame deine Mutter, du Fotze. Okay, T-Tech, der Leidensdruck war nicht groß genug. Ich wollte das so. Auf jeden Fall hatte sie mich komplett in der Hand und das war ihr auch bewusst. Ich war noch sehr invested in uns. Hab zum Beispiel einen Kollegen angeheuert, dass er... Ich glaube, das ist aber auch für die Leute, für Außenstehende natürlich immer schwierig zu verstehen, ne? Wenn du sagst, ja, wenn er die fotzt, dann geh heute. Ist halt oft nicht so einfach. Und noch dazu, man hat ja die Person auch aus irgendeinem Grund, man ist ja mit der irgendwann mal zusammengekommen. Man hat ja auch Gefühle für diese Person und diese Leute wissen, diese Gefühle gegen dich einzusetzen. Es ist nicht so einfach, sich davon abzunabeln. Weil man auch immer wieder Hoffnung kriegt von denen, das kann besser werden. Weil es war ja schon mal, du kriegst ja am Anfang dieses Lovebombing und diese wundervolle Regenbogenwelt, in der alles Tutti ist, ne? Und es gibt keinen Konflikt und es gibt keinen Schmerz und alles schmeckt nach Schokolade. Und danach wird dir das immer wieder hingehalten, als so kann es wieder werden. Du musst dich nur ein bisschen besser anstrengen. Du musst dich jetzt mal zusammenreißen. Ne? Du bist hier das Problem. Und das so lange, bis du zusammenbrichst. Und dann nehmen die sich den nächsten, die steigen über deinen verwesenden Kadaver und holen sich den nächsten, bildlich gesprochen. Oder die nächste, je nachdem, wer es jetzt ist. Ne? Wie gesagt, das ist kein frauenexklusives Problem. Ich habe es halt nur mit Frauen erlebt. Aber das passiert andersrum schon auch. Mir während des Dates so einen Blumenstrauß vorbeibringt, damit ich sie dann während des Dates damit überraschen kann. Jetzt kein großer Move, aber ich wollte die Beziehung noch. Digi, das ist schon ein großer Move. Ich habe noch nie während einem Date mir gedacht, jetzt ein Blumenstrauß und hätte dann jemanden losgeschickt. Ich wüsste auch gar nicht wen. Wenn ich meine Kumpels anrufe und sage, hey, du, ich rufe dich gerade vom Klo an, ich bin gerade auf dem Date, ich brauche eine Viertelstunde einen Blumenstrauß, kannst du schnell zur Tanke fahren? Dann hält er mich für bekloppt. Dann sagt er, oh ja, ich hab schon 5 Häube drin, lass ein paar Eier wachsen und fertig. Und wenn du einen Blumenstrauß brauchst, dann kümmerst du dich vorher drum. Vollkommen zurecht, weil es ein komplett behindertes Request ist, Digi. Aber da war er schon so drin, da hat er diese Karotte mit, es kann wieder so werden, wie es am Anfang war, schon vor der Nase gehabt. Und denkt, oh, wenn ich jetzt nochmal Blumen kaufe,
Ja, und noch mehr zu Kreuze krieche und noch mehr irgendwie dieses und noch mehr dann wird's wieder so. Nur noch einmal muss ich Scheiße fressen und dann gibt's wieder Pudding. Ne? Nur noch einmal. Und du wirst aber niemals Pudding kriegen. Es sieht aus wie Pudding, aber es wird immer Scheiße bleiben. Sie, naja, wollte eher was anderes. Denn sie meinte, dass, falls sie doch gleich mit mir Schluss machen sollte, dass wir uns doch einen E-Piano kaufen könnten, um dann gemeinsam einen Break-up-Song zu schreiben. Der würde richtig krass laufen, weil welches Ex-Paar bringt denn so einen Marketing-Move und macht einen Song zusammen? Ja, Diggi, dann könnt ihr auch gleich ein Sextape veröffentlichen. Ach so, Sex hatten sie ja nicht. Kusi. Aber ihr denn aufpasst. Ja, Diggi. Aber TJ, jetzt sagst du mir bitte, dass spätestens dann, nachdem ihr Schluss gemacht habt und sie dann kommt mit, hey, wollen wir eigentlich aus dem Schluss machen? Jetzt hier, weil es ja kein großes Ding, ne? Wir sind ja beide nicht emotional mit der Nummer und es fühlt sich ja keiner von uns wie Dreck, weil das war ja eh keine ernst gemeinte Beziehung. Wollen wir dann noch ein bisschen Barren rausquetschen, so einen Song machen, hier Donnerstagabend um 23:59 Uhr veröffentlichen für die Charts, Diggi? Aber dann hast du schon gecheckt, was Phase. Also bitte sag mir, dass du wenigstens dann ihr gesagt hast, fick dich und verpiss dich. Und einfach gegangen bist. So wie es die einzig logische Konsequenz ist auf diese Request. Am Tag, wo sie sich trennen. Sie war komplett in dem Film alles für Views. Und ihr Release lief ja auch wirklich perfekt. Hunderttausende Views auf Spotify und YouTube nach 24 Stunden. Hunderte TikToks, die den Song benutzt haben. Alles lief perfekt, aber sie wollte mehr. Und das Folgende schwöre ich euch auf das Grab meines Vaters. Sie kam dann nämlich in der Bar so ein bisschen zu mir, hat mich so ein bisschen... Das ist wild. Auf das Grab des Vaters schwören, alle Leute, die hier sind höchst als 99% sind hier aufgrund meines Drachenlord-Contents. Ihr müsst jetzt das ein bisschen ausklammern. Ne? Bei Rainer Winkler hat das immer nicht viel bedeutet, aufs Grab des Vaters zu schwören. Bei richtigen, echten Leuten mit richtigen, echten Gefühlen, ne? denen das Ableben des eigenen Vaters tatsächlich nahe geht, bedeutet das was. So, das bitte nochmal für die Leute, die schon so Game verseucht sind, dass sie denken, ja, es gab vom Vater, das haben wir schon 1000-mal gehört. Hier bedeutet das tatsächlich was. Ja, dann, keine Ahnung, wenn er bei den Geschichten vorher nicht auf das schwören musste, um es glaubwürdiger zu machen, obwohl die schon ziemlich wild waren, möchte ich nicht wissen, was jetzt kommt. Leicht am Bein gestreichelt und meinte, guck mal, 2 von 3 Sachen, die ich immer wollte, habe ich jetzt. Das erste ist Erfolg. Das zweite ist Geld. Aber das, was ich vor allem immer haben wollte, ist Macht. Macht über Menschen. Und du musst auch ein bisschen mitspielen. Aber wenn du mir das Go gibst, dann hole ich uns diese Macht. Wenn du mich lässt, dann würde ich mit YouTubern wie dem und flirten, um Infos über die rauszuholen, damit die immer schön nach unserer Pfeife tanzen. Und wenn du dann weiter mein Freund bleibst, vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren gehst, ein bisschen breiter wirst, damit die Leute auch Angst vor dir haben, damit niemand Moves gegen uns machen kann, dann werde ich für uns so erfolgreich, wie es nur geht. Und ich weiß, das hört sich so unfassbar abgefuckt Mafia-Shit-mäßig an. Ja, das hört sich wirklich Mafia-Shit gestriptet an. Es könnte aber auch sich anhören wie etwas, was eine extrem narzisstische Person sagen würde, nachdem sie kurz auf Toilette war, um sich das Näschen zu pudern. Ne? Ich habe Menschen mit gepuderten Näschen gehört, die haben ähnlichen Shit vom Stapel gelassen. Die haben ähnlichen Shit vom Stapel gelassen. Der war Kneipenbesitzer, wo ich in der Kneipe häufiger war, wo jeder gewusst hat, dass der schlechte Haut an der Nase hat, ne? Also, was regelmäßig gepudert gehört, die versteht. Und der hat auch Bullshit erzählt. Der auch irgendwie, ja, er ist hier der Ding und was er nicht kann und wo er nicht Kontakte hat und hin und her und bla bla bla.
ist alles Horseshit bei denen, das ist vollkommen Delulu, wie die werden, wenn sie zu viel ziehen, aber na. Und ich habe an dem Abend auch überhaupt nicht gecheckt, was gerade abgeht und habe dementsprechend einem Kumpel von mir auch Memos wie diese hier Und da denkst du bist auf einem schlechten Trip, oder? gesendet. Ich kann das gerade gar nicht einordnen. Das ist gerade so viel, was hier abgeht. Ich kann auch nichts davon erzählen. Ich brauche Therapie. Ich muss dir ein paar Sachen erzählen, damit ich einfach Zeug habe, Digga. Ich check gar nicht, was hier heute abging, Alter. Und zum Glück habe ich am nächsten Tag mit einem weiteren Freund über die Situation geredet, weil ich mir das sonst selber nicht mehr glauben würde. Ich habe dort geschrieben. Das ist auch so eine klassische Nummer, wenn man gesagt hätte, hey, du hast das und das gesagt, das war fürchterlich weird, so wollen wir darüber reden. Hat sie nie gesagt, 100 Pro. Ja? Marie ging gestern echt crazy. Auch so Aussagen wie, sie andere YouTuber, mit denen sie eigentlich cool ist, auspressen will. Sie hat mich gestern um Erlaubnis gefragt, mit anderen YouTubern flirten zu dürfen, um an Informationen zu kommen. Später in der Beziehung, das war zwar eine Gag-Situation, aber meinte sie auch noch so, ja, wenn ich sie irgendwann nicht... Später in der Beziehung, Digi. Wenn die unironisch so einen Text drückt, gibt es doch kein später in der Beziehung mehr. Dann lauf! mehr will und sie dann Hass auf mich schiebt, dann würde sie einfach behaupten, ich hätte sie angefasst, obwohl sie es nicht wollen würde. Und ja, wem wird man dann wohl eher glauben? Dir oder mir? Auch den Satz habe ich leider Gottes genauso um die Ohren gepfeffert gekriegt. O-Ton. Genau diesen Satz habe ich auch um die Ohren gepfeffert gekriegt. Und auch an dem Abend in der Bahn Düsseldorf hat sie mir ihre Strategie erzählt, wie man große männliche YouTuber auspresst. Dass man gegen sie einfach eine Mann-versus-Frau-Thematik machen muss, weil man da als Mann einfach viel schneller vorverurteilt wird. Ihre Worte, nicht meine. Niemand... Smart Move. Smart Move. TJ, dieses ihre Worte, nicht meine, da hat er jetzt das Ding übernommen, weil sie in ihrem Reel da, wo sie ihm die Vorwürfe gemacht hat, auch gesagt, seine Worte, nicht meine. Ne? Könne gegen sie gewinnen, denn im Zweifel ist man das empathielose, große männliche Arschloch, was einfach auf eine kleine, weinende Frau draufhaut. Das hat sie mir so erklärt, wie sie andere fertig machen will. Für ihren Erfolg. Dementsprechend hatte ich massiv Schiss, dass sie irgendwann eine abgefahrene Schmierkampagne gegen mich fahren wird. Tada! Und da ist sie, die abgefahrene Schmierkampagne. Weil sie mir so detailliert erklärt hat, wie sie andere große männliche YouTuber fertig machen will. Was ich einen Tag später auch meinem Kollegen geschrieben habe. Aber soll das aus sein, vielleicht irgendwann, hätte ich Angst, was sie so schmierkampagnenmäßig über mich droppen könnte. Und was macht sie einen Tag nach der Trennung? Postet ein Video, wie sie sich heulend nach dem Trennungstelefonat selber gefilmt hat. Genau an dem Platz, genau in diesem Outfit hat sie... Alter, was mit diesen Fingernägeln los, Digi? Leute, macht euch doch mit so einer Scheiße nicht künstlich behinderter, als ihr seid. Das ist doch wild. Ja? Und noch dazu, wenn ich mich gerade getrennt habe und am Heulen bin wie ein Schlosshund, dann da die Kamera drauf zu halten, das sagt auch viel darüber aus, wie wichtig mir die Scheißbeziehung war. Oder beziehungsweise wie wichtig mir meine Influencer-Karriere ist. Ich sag's dir, diese Influencerei, das, was halt wirklich sehr, sehr, sehr leicht verdiente Barne sind, wenn man ein bisschen Glück hat. Ja? Du musst ein bisschen Glück haben in der Genetiklotterie. Ne? Sprich, du musst noch jung und attraktiv genug sein. Ne? Frauen haben da ein bisschen Vorteil diesbezüglich. Aber auch nicht so lange, weil wir haben ja gelernt von ihr, sie hat jetzt maximal 3 Jahre, da muss die Karriere irgendwie unter Dach und Fach sein, weil ansonsten geht nichts mehr. Und du kannst dann, wenn du ein bisschen Glück hast, ein bisschen die richtigen Kontakte pflegst, kannst du mit dieser Influencerei wirklich mit sehr wenig Arbeitsaufwand sehr viel Kohle betreiben. Und du kannst dann auch Dinge tun, Formate machen, wo du im Endeffekt dafür bezahlt wirst, Urlaub zu machen. Ich nehme euch mit auf meinen Urlaub auf Madeira, Gran Canaria, Barbados, was weiß ich. Ja? Und die Leute spenden die ganze Zeit und dadurch finanzierst du dir mehr oder weniger diesen Urlaub und musst keinen Cent irgendwie dafür ausgeben. Die anderen Leute bezahlen das, damit sie dich Urlaub machen sehen. Schon ein geiles Geschäftskonzept, würde ich sagen.
Und dann, dass da natürlich Leute gibt, die halt wirklich vollkommen empathielos über Leichen gehen, um genau das zu erreichen. Dass man sagt, hier, ich bin auf einem Level, wo ich einfach nur die Cam anmachen muss und die Barren flattern durchs Handy in mein Gesicht. Und ich kann mir alles leisten, ne? Klar, ne? Ich angerufen und mit mir Schluss gemacht. Und das Erste, was sie macht, ist eine Kamera aufzustellen, sich selber zu filmen, wie sie heult, damit sie auch das für ihre Zwecke benutzen kann. Dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch und habe mies geheult und dann dachte ich mir, Digga, wozu bin ich TikToker, wenn ich das nicht irgendwie für ein verficktes Video nutzen kann? Ja, und wir sehen ja auch gerade, wo wir... Ja, wenn du dir das denkst, dann bist du halt ein empathieloses Schwein. Du bist echt ein empathieloses Schwein. Ich hab bewusst, erstmal konnte ich, wie wir gemerkt hatten, wie über eine Woche, nachdem wir unseren einen Kater verloren haben, gar nichts dran denken, hier irgendwas im Internet zu machen. Und ich habe es halt als Community-Post gemacht, um zu verhindern, dass irgendwelche Leute halt vielleicht versehentlich Dinge in die Kommentare schreiben, die dann zu lesen nicht so schön wäre. Damit ihr wisst, was Phase ist und ich hätte aber im Leben nicht daran gedacht, da ein monetarisiertes Video drüber zu machen. Um da, wozu bin ich ein YouTuber, wenn ich das nicht noch nutzen kann, ein paar Klicks abzufahren? Das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Und das halt auch peak asozial irgendwo. wir uns gerade befinden, ne? Und auch hierfür habe ich wieder Zeugen. Denn auch hier hat sie Creatern und Leuten aus meinem Bekanntenkreis erzählt, also ich habe da vor allem eine Menge Memos von anderen drüber, dass sie Infos über andere YouTuber sammelt, um sie damit irgendwann komplett ausquetschen zu können und mit Zweifel auch fertig zu machen. Später meinte sie, oh, ich nutze die alle so aus, für meine Reichweite werden die alle komplett ausgequetscht. Ich mach die komplett fertig. Dabei ging es richtig viel um und da meinte sie, dass sie schon Infos über die sammelt, um die für Views auszuquetschen. Das war so absurd. Digga, das ist alles so massiv abgefuckt, vor allem wenn... Ja, hat sich die mal hier mit der, wie hieß die mit der grünen Haare? Der leeren Frau? Alter, ein neuer Podcast. Hier, die Ex-Alte vom DJ, leeren Frau und im Hintergrund singt Gil Ofarim den Lügenlord-Song als Intro. Das machen wir, oder? Super. Funk ist sicher mit an Bord. Da werden ein paar Millionchen von den GEZ-Kohlen werden das schon locker gemacht. Easy. Man weiß, dass diese Abneigung gegen andere YouTuber teilweise auf Lügenkonstrukten aufgebaut ist, die man aber auch braucht, um die Mindgames, über die sie auch selber im Podcast spricht, spielen zu können. Männer sind toxisch, weil sie dich umbringen. Frauen sind toxisch, weil sie dafür sorgen, dass du dich selbst umbringst. Oh. Frauen haben ihren Und da bist du jetzt stolz drauf, oder? Ich weiß nicht, ich halte auch von dem Begriff Femizid nichts, ne? Weil diese Menschen nicht umgebracht werden, meiner Meinung nach, weil sie Frauen sind, sondern weil sie sich in der Beziehung mit einem potenziellen Mörder begeben haben, ohne es zu wissen. Das kann dir als Mann genauso passieren, ne? Und ich halte überhaupt nichts davon, den einen Mord gegen den anderen auf eine Waage zu legen. Wäre es aber schlimmer. Warum? Ja, weil das Opfer das und das Geschlecht hatte oder so. Wir leben in einem Rechtsstaat. Mord ist Mord. Scheißegal, wen du umbringst und scheißegal aus welchen Gründen. Wenn Mordmerkmale da sind, ist das Mord und fertig. Ne? gleich zur körperlichen Unterlegenheit durch meiner Meinung nach Intelligenz in Form von Manipulation. Okay, ja. Ja, da braucht man dann nicht mehr viel dazu zu sagen. Ne? Der Ausgleich der Frauen für die körperliche Unterlegenheit ist mehr Intelligenz und mehr Manipulation. Das sind im Übrigen diese Feministinnen, von denen wir immer so viel hören. Die sagen, hier, was wir wollen, das hilft ja auch Männern. Das sind die. Ja? Kannst du nicht ausdenken. Ich bin so froh, dass ich eine Beziehung auf Augenhöhe führe, wo mein Wort genauso viel wert ist wie das von meiner Frau und ohne dass sie da großartigen vorher eine Doktorarbeit hatten drüben schreiben müssen. Ne?
einfach Beziehung auf Augenhöhe, wo man ehrlich miteinander ist. Das ist leider Gottes anscheinend nicht mehr so häufig vertreten. Gerade jetzt hier in diesen Influencer-Sphären. Ne? Dass hier das Abschaumbecken für gescheiterte Narzissten. Coach Aaron, ich wusste gar nicht, dass sein Podcast jetzt unproblematisch heißt. Weil sie nicht diese Kraft haben. Das habe ich oft beobachtet. Frauen planen oft Dinge hinterherum. Und diese Lügenkonstrukte, die ich auch gleich weiter beweisen werde, hat sie auch mit anderen YouTubern abgezogen. So gab es zum Beispiel mal einen Fall, dass ein YouTuber, den sie scheiße fand, ihr was zugesendet hat. Und sie wollte die Sachen auch gar nicht haben, aber brauchte ihn halt weiterhin für Views. Ja, das ist scheiße. Ich weiß nicht, was sie ihr zugesendet hat, aber wahrscheinlich ist hier Winkler-esk. Aber wenn es sich um so Winkler-eske Zusendungen handelt, dann wäre es doch theoretisch genau das, worauf sie abgezielt hat, oder? Das war doch so. Sie hat doch seine Aussage vorher gesagt, ich flirte dann mit irgendwelchen männlichen Influencern in der Hoffnung, dass die irgendwas tun oder sagen, was man dann später gegen sie verwenden könnte, um sie dann zu erpressen, damit die nach unserer Pfeife tanzen. Und was gäbe es Besseres, als mit irgend so einem anzuflirten, der vielleicht ein bisschen eine Neigung dazu hat, Maulwurfsbilder zu verschicken und dann so eins geschickt zu bekommen. Und das vielleicht vorher so ein bisschen manipulativ Dinge geteased zu haben. Aber so, dass man es noch plausible deniability, ich wollte das Bild gar nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und sie fragt mich in dieser Memo sogar noch, ob hier das Gutstellen mit YouTubern schon anfängt, damit sie die weiterhin für Views gebrauchen kann. Und versteht mich nicht falsch, mal auf einer Party zu irgendwem nett sein, damit keine komische Stimmung aufkommt oder auch mal zum Chef nett. Das ist aber auch Peak. Das ist Peak empathieloses Psychopathenverhalten. Ne? Sie fragt ihn, weil sie selber nicht weiß, weil sie offensichtlich den Empathielevel nicht hat, um zu checken, okay, wo sind da die Grenzen dessen, was noch als nett gilt, ne? Wie komme ich da nicht zu crazy rüber von Anfang an? Wie kann ich da einen Fuß in die Tür kriegen, ohne am Anfang gleich abschreckend übergriffig zu sein? Weil sie da die Grenzen für sie verschwimmen, weil ja es scheißegal ist. Dann braucht sie natürlich jemanden, der tatsächlich Empathie hat und fragt ihn so, ja, ist das jetzt hier, bewegen wir uns hier in dem Level, bin ich hier safe? Okay, gut. 3 Schritte noch, dann habe ich den am Sack und danach kannst du mich mein Game spielen lassen. Sein, obwohl man den Scheiße findet, ey, komplett menschliche Sachen gehört irgendwie dazu. Aber hier ist Struktur, hier ist ein Pattern, um mit abstrusen Lügenmoves sein Umfeld für die eigenen Zwecke zu manipulieren. Und davon gibt's noch ein paar mehr. Ja gut, aber die eigenen Fans manipulieren ist hier, das hier toxische Influencer 101, oder? Da muss man jetzt zu der nicht mal schauen. Da reichen ja auch hier so, wie heißt die Alte, die da Just Nero so gerne mag. Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Die bisschen trashige Ossi-Tussi, die bei DSDS dabei war. Mir fällt ihr scheiß Name gerade nicht ein. Ihr wisst, wen ich meine. Ein Pattern für mehr Reichweite war einfach dreist zu lügen und die eigenen Fans zu verarschen. Da gab es zum Beispiel mal so Kleinigkeiten, dass sie sich selber einen Hate-Kommentar geschrieben hat, den sie dann für einen Promo-Video für ihren neuen Song gebraucht hat. Das wild. Das ist aber, ey, Diggi, da hat sie sich von Funk abgeschaut. Ihr kennt doch wie toxisch die Internet-Gaming-Community ist. Ne, mit der Puls-Reportage, mit dieser einen Truller, die ich auch fürchterlich gerne mag. Die keine Ahnung von gar nichts hat, wo du die Weltfremdheit schon im Gesicht ablesen kannst, weil die Zeit ihres Lebens irgendwie in Papis reichen Golfclubs unterwegs war. Keine Ahnung von der richtigen Welt und jetzt hier klassische Funkreportage macht mit wir haben die Conclusio schon, wir müssen jetzt nur noch eine Reportage machen, um genau da hinzukommen und zwar auf Biegen und Brechen komme, was wolle und wenn wir es mit dem Brecheisen reinkloppen müssen. Da war da auch diese, wo sie dann gefaked haben, wo ihr Kollege gefaked hat, sie sexistisch zu beleidigen in-game und dann, aber jetzt ist es passiert, aber die haben zwar selber keine solchen Beleidigungen gesagt, aber die haben auch nichts dagegen gesagt, dass er das gemacht hat.
Weiß ich nicht, Diggi. Zum einen kannst du gewisse Leute muten. Der kann so viel reden, wie er will. Die hören den gar nicht. Zum zweiten hat er beim zweiten Mal nachweislich nicht im Ingame-Teamchat gesprochen, sondern einfach nur im Discord mit der Alten. Ja, da konnten sie es gar nicht hören. Aber, ne, These bestätigt, die im Internet, die da spielen, ja, das sind alles Sexisten und da ist ganz überhaupt kein Safe Space für Frauen. Bla 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 bla. Schön framen alles. Hast du halt dann hier dieselbe Nummer, wa? Stelle ich mir auch geil vor. Haha, ich beleidige mich jetzt selber, damit ich später sagen kann, ich gebe einen Fick auf den Kommentar. Beziehungsweise sie schrieb. Was war der Kommentar? Kannst du mal aufhören, deine Musik zu spammen? Die Scheiße hört sich eh keiner freiwillig an. Okay. Das ist ein glaubwürdiger Hate-Kommentar. Von einem nagelneuen Account, der nicht mal ein Account-Bild hat. Ne? Das ist definitiv, das würde ich auch mit reinnehmen in so ein Video. Alter Maul. Damit ich später sagen kann, ich gebe einen Fick auf den Kommentar. Beziehungsweise sie schrieb, pre-save doch einfach, mein Schatz. Cringe. An sich auch smarter Schachmove, weil die ganzen Fans haben sie dann in den Kommentaren auch verteidigt. Nur, das ja, kann man aber sagen, dass dann die ganzen Fans vielleicht ein wenig dumm sind. ist halt auf Lügen basiert. Zu ihrem Song Pretending, der auch über ihren Übergriff war, hatte sie aber eine ganz andere, eklige Masche. Über ihren ich weiß nicht, Digga. Ob ich... Klar, wenn du wirklich Künstler bist, dass du so eine traumatische Erfahrung irgendwie in deiner Kunst verarbeitest, aber die hört sich ja für mich nicht wie die klassische Künstlerin an. Die hört sich für mich an wie jemand, der sagt, boah, Diggi, so richtig selber arbeiten für mein Geld, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ich möchte jetzt hustlen, dass ich so schnell wie möglich so viel Follower wie möglich im Internet kriege und dann irgendwie über Placements mich finanziere. Wo ich einmal am Tag sage, oh, ich habe mir hier diesen Dreck ins Gesicht geschmiert und seitdem schaut meine Haut wieder aus wie ein Babyarsch. Denn in der Zeit hat sie viel geweint, weil ihre Promo-TikToks nicht so gut liefen. Das ist natürlich tragisch. Wenn die Promo-TikToks nicht so richtig laufen, dann kann man schon mal weinen. Andere Leute, die sie so manipuliert hat, laut ihren eigenen Aussagen, dass sie weinend zusammengebrochen sind, vor Verzweiflung, über die macht sie sich lustig, aber wenn ihre TikTok-Promos nicht so richtig laufen, das natürlich, das ist schon eine Panikattacke mal angesagt. Hier nicht, wenn der TJ irgendwie Social Anxiety hat und seit 8 Stunden mit wildfremden Leuten hier am Malochen ist, um ihr scheiß Musikvideo zu machen. Das ist kein Grund, um eine Panikattacke zu bekommen. Aber wenn die TikTok-Promo für deinen neuen Song nicht so hittet, wie du dir das vorgestellt hast, ja, dann ist aber Turn-Up angesagt und dann kann man ja auch keinen Vorwurf daraus machen. Damit der Song ein bisschen besser läuft, habe ich selber auch noch ein paar Promo-Sachen gemacht. Hier zum Beispiel 3 Reels, die in Summe auch über 500.000 Views haben. Auf YouTube haben wir Promo gemacht. Hier nochmal 2 TikToks, die fast 500.000 Views zusammen haben. Ja, ganz kurz wichtig und nicht vergessen, heute kommt ein Georgias neuer Song raus, 2359. Aber ihre Promo-TikToks... Hier hat er dann Wacken-Shirt an. Ja, TJ, als ob du auf Wacken gewesen wärst. Er hat wahrscheinlich irgendwie Tickets gekriegt, weil er Influencer ist. Ich sehe TJ nicht, also, ne, es sei denn in den letzten 10 Jahren, seitdem ich nicht mehr auf dem Wacken war, hat sich die Klientel noch krasser verschlechtert. Als sie damals schon war, was mit der Grund war, dass ich da nicht mehr hinfahre. Ich sehe den da nicht. Also auf einem richtigen, echten Metal-Festival für richtig echte, harte Metaler sehe ich den nicht. Georgias neuer Song raus, 2359. Aber ihre Promo-TikToks liefen ihr selber zu schlecht. Weswegen sie eine Freundin gebeten hat, sie beim Heulen zu screen-recorden. Sie dann aber später über das Heulen drüber schreibt, dass es nicht ist, weil sie gerade zu wenig Views macht. Auch hier diese Apple-Kopfhörer. Es gibt für einen Bruchteil vom Preis Kopfhörer, die eine bessere Soundqualität haben. Das ist eine reine Show-off-Bullshit. Schaut's mich an, ich kann mir hier diese komischen Eierwärmer leisten für 1000, wie viel Euro? Schauen wir kurz nach. Die kosten über 1000 Euro, oder? Oh, Asche auf mein Haupt, die kosten bloß fast 600 Euro. Ja, das ist ja Schnappball. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Leute, wer sich die Scheiße hier kauft, ist todeslost sein Urgroßvater, die. Ihr kriegt für
120 € einwandfreie Kopfhörer. Mit demselben oder besseren Sound. Sondern weil sie heult, weil es das Trauma von damals wieder hochholen würde. Und diesen Plan, ihre Fans bewusst zu belügen und dahin zu manipulieren, dass sie den Song mehr hören, weil es doch gerade so schlimm ist, dass es das ganze Trauma wieder hochholt. Obwohl sie einfach nur heult, weil sie zu wenig Views macht, hat sie mir in dieser Memo sogar noch erklärt. Ich wollte dir übrigens sagen, Vanessa und ich hatten gerade einen FaceTime-Call und ich habe da übel angefangen zu heulen, weil gerade bin ich schon sehr zahlenfixiert. Das hat mich heute angefangen zu stören und dann habe ich voll angefangen zu heulen. Dann habe ich zu ihr gesagt, nimm das mal auf, dann kann ich das zumindest noch für Promo nutzen. Und ich werde jetzt für Promo so tun, nach dem Motto, also würde, wenn man einen Song released, das so die ganzen alten Traumas wieder hochholen, nur dass du weißt, das ist kompletter Bullshit. Und das Schöne ist so... Wow. Ist das immer noch der Song zu ihrem Trauma, zu ihrem Übergriff? Weil dann, Diggi, weiß ich nicht. Dann glaube ich es ihr einfach nicht, also gar nicht mehr. Weil jemand, der da wirklich traumatisiert ist, muss das dann auch nicht spielen, dass es ihn emotional berührt, das Lied zu hören und veröffentlicht zu haben, wo es um genau diesen Übergriff geht. Ein richtiger Künstler, der über so einen Übergriff ein Lied macht, der muss das nicht spielen, dann da, hier nimm mich mal auf, wie ich heul, weil ich zu wenig Barren mache. Ich verkaufe das, als würde ich so heulen, weil der Song mir so nahe geht, wegen meinem Trauma. Jemand, der ein echtes Trauma hat, würde das niemals machen. Deswegen würde ich, ich tendiere dazu, ihr Trauma, eher so unterm Kastanienbaum im Paulanergarten anzusiedeln. Leute zu manipulieren, muss ich nicht mehr selber einordnen, weil das kam so in ihrem Podcast vor. Das nennt man Victimizing Emotions, dass man seine eigenen Emotionen mit als Waffe benutzt. Das ist eigentlich so schlau, aber das geht in Richtung Dark Psychology. Und ich will es nicht als Psychologie irgendwie betiteln, sondern einfach nur als eine Scheißaktion und ein Scheißmensch sein. Und das sind natürlich auch nur die Promo-Sachen. Ja, das ist scheiße, wenn man das macht, ne? Also wenn man es selber macht und man schon der Meinung ist, dass das nur Scheißmenschen machen. Die ich auch mitbekommen habe. Wo sie sonst noch wie gelogen hat, kann ich natürlich nur mutmaßen. Es sieht für mich persönlich aus, als wenn sie versucht, noch nach der Beziehung weiterhin Macht, Kontrolle und Einfluss über mein Leben zu bekommen. Ja, das ist richtig. Diese Leute geben diese Macht nicht gerne ab. Ein Ramsay Bolton war auch in Game of Thrones angefressen, als ihm sein Vater den Reek weggenommen hat. Solche Leute, die wollen ihren Reek behalten. Und wenn der Reek irgendwann sagt, ich verpiss mir jetzt, dann ist natürlich Polen offen erst einmal. Dann versucht man noch mit allem, was man hat, noch so viel Scheiße hinten abzuschmeißen, wie es irgendwie geht, in der Hoffnung, noch so viel Schaden anzurichten, wie es irgendwie geht. Und I mean, es hat funktioniert. Zwar halten natürlich ausnahmslos alle meine Freunde zu mir, die haben ja auch ihre eigenen Erfahrungen mit ihr gemacht und kennen vor allem die detaillierten Chatverläufe. Es kamen jetzt auch viele befreundete Creator mit ihren eigenen Erfahrungen, die sie mit ihr gemacht haben, jetzt auch zu mir. Also privat hat sie nicht geschafft, mich nachträglich abzukapseln. Ja, wie gesagt, wenn du das in diesem Influencer-Space machst, dann musst du deutlich schlauer sein, als du glaubst, dass du bist. Weil du ansonsten auf die Fresse fällst, weil die Leute ja untereinander auch reden. Das ist ja auch was zum Beispiel da damals in dieser leeren Frau-Thematik, was die nicht gecheckt hat. Dass die in dieser Influencer, das ist wie wenn du auf dem Dorf irgendwie im Trachtenverein versuchst zu interagieren. Die Leute kennen sich alle, die erzählen sich das. Da kriegst du ganz, ganz, ganz schnell, fällst du da auf die Fresse damit. Aber wenn man sie natürlich für schlauer hält als alle anderen und sagt, ja, ich ziehe das durch, ja, ich kann die alle manipulieren, ich gehe dann danach als Queen hier raus. Ja, Digi, das kann halt massivst nach hinten losgehen. Aber all ihre TikTok, Stories und Reels wirken wie ein absolut kalkulierter Move, um mir persönlich noch irgendwie zu schaden. Sie postet so lange, so offensichtlich, dass es um mich gehen muss, dass auch 100-fach mein Name in ihren Kommentaren stand, bis ich einen Shitstorm bekommen habe. Von täglich mehreren Stories, mehreren Reels und TikToks zu absolut nichts, als es angefangen hat, Videos gegen mich zu geben. Sass. Kann natürlich alles Zufall sein, aber meine Vermutung ist da eine etwas andere.
Die Aufarbeitung der Beziehung. Das ist auch wild, oder? Die ballert das raus. Das ist ein bisschen wie die anzüglichen Kommentare eines Rainer Winkler, wenn er mit Bärchen redet, ne? Ja, weil dann bin ich halt hier so und ich sitze halt hier dann immer zu Hause, ich sitze halt nackt rum. Und wenn das Bärchen das ignoriert, so wie? Ich habe sowas gedroppt und reagierst da gar nicht drauf? Dann droppen wir noch mehr, dann droppen wir noch mehr und jetzt reagieren sie drauf. Jetzt ist es viral. Ich habe das ja auch mitgekriegt. Die üblichen Verdächtigen haben es dann irgendwann aufgegriffen. Da war sicher irgendwie, keine Ahnung, ich glaube ein KuchenTV und Alpha Kevin, solche Leute, die haben da natürlich dann drauf reacted. Und in dem Moment kannst du dir auch die Arbeit sparen, ihn weiter zu diffamieren, weil dann ist ja der Stein schon ins Rollen gekommen. Ne? Dann ist ja deine Arbeit erledigt. Der Rest ergibt sich von alleine. Der wütende Mob, den du jetzt gerade gegen ihn aufgehetzt hast, die werden ihn schon wegmachen. Ja, scheiße gelaufen. Sie haben ihn anscheinend nicht weggemacht und der hat sich ein paar Wochen Zeit genommen, um sich darauf vorzubereiten, wie er da jetzt zurückschießt. Und das scheint eine solide Phalanx zu sein, der die hier aufgebaut hat. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Hat mich wirklich krass gechallenged. Zu checken, wie man die ganze Zeit belogen wurde, zu checken, wie eine Person wirklich drauf ist teilweise hart. Und auch dieses Video hier zu machen. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Das ist, wenn du aus einer Beziehung rauskommst und realisierst, das wirklich batshit crazy Gefühl. Wenn du aus einer Beziehung rauskommst und du realisierst, die Person, die du geliebt hast, existiert überhaupt nicht. Die ist dir vorgespielt worden. Du kommst dir vor wie in der Truman Show. Jemand anderes hat eine Rolle gespielt, von der sie geglaubt hat, ne, dass du da darauf ansprichst, um dich auszunutzen. Und das kommt irgendwann raus und du merkst, alles war gelogen, alles. Du hast Monate, manche Leute Jahre deines Lebens damit verschwendet, hier so einem komischen Lügengebilde hinterher zu laufen. Das ist niederschmetternd. Das ist niederschmetternd auf einem enormen Niveau. Und bis auf eine Ausnahme, und ihr wisst, wer das ist, wünsche ich das keinem Menschen. Ja, weil diese eine Ausnahme, die provoziert, die will das immer wieder haben. Dann soll er es kriegen. Aber ansonsten wünsche ich das keinem Menschen. Das ist, wie gesagt, du zweifelst an deinem eigenen Verstand, zum einen. Und an deiner Menschenkenntnis und ja, an allem eigentlich. Du zweifelst an allem. Und du verzweifelst auch dran. Und das ist, keine Ahnung, wer sowas mit anderen Leuten macht, ist für mich ganz unterste Schublade, das allerletzte. Und tut mir innerlich richtig weh. I mean, ich habe die Person vor ein paar Monaten noch geliebt, ne? Also ich meinte das mit der gemeinsamen Zeit, mit der gemeinsamen Zukunft ernst. Sie hat mir da scheinbar nur was vorgespielt. Ja, Digi, was er jetzt hier, ich fühle das, ich glaub ihm das. Das kann der so nicht spielen. Das kann der so nicht spielen, der ist hier kurz vorm Abheulen. Und wie gesagt, ich kann das halt, ich kann das nachvollziehen, weil ich wirklich eine sehr ähnliche Situation auch schon hatte. Und ja, fühle ich. Unsere Zukunft sehen und dass sich Kinder vor mir will. War gelogen. Und denk mir an einen anderen. Irgendwo wurde gelogen, ob jetzt oder damals. Dieses Statement hier hat by the way TJ wahrscheinlich sowohl jetzt als auch damals. Auch so lange gedauert, weil ich den kompletten Chat nochmal neu gelesen habe. Digi, tu dir oh, ja, gut, musst du aber. Wenn du das hier wasserdicht machen willst, musst du das machen. Das ist halt wild. Das stelle ich mir auch belastend vor. 40.000 Nachrichten, über 100 Stunden Memo. Ich habe jede Podcast-Folge nochmal neu gehört. Ich habe jedes TikTok über mich nochmal neu gesehen. Ich habe wirklich Dutzende Gespräche mit meinem Umfeld geführt. Ich habe sämtliche Streitsituationen bin ich mit meinem Therapeuten durchgegangen, weil ich auch überhaupt nicht mehr wusste, wo mir was eingeredet wurde. Und natürlich wollte ich auch wissen, wo ich welche Fehler gemacht habe, weil dafür ist eine Aufarbeitung ja auch da, dass man seine Defizite sieht, um die danach halt eben aufzuarbeiten. Ja, Digga, den Fehler, den du gemacht hast, ist, du bist halt ins Spinnennetz gegangen.
bist halt ins Spinnennetz gegangen und bist da festgeklebt. So, der Fehler, den du gemacht hast, überhaupt eine Beziehung zu der Person einzugehen. Jetzt kann man da ansetzen und sagen, hey, wie erkenne ich die Red Flags besser und wie schaffe ich es, die rosarote Brille lang genug von der Nase zu lassen, um diesen Red Flags dann noch wirklich zu folgen, um zu merken, okay, das hier ist Bullshit und nicht meiner Zeit wert. Aber der einzige Fehler, den du gemacht hast, ist, dass du dich auf die Beziehung eingelassen hast und ja, obwohl die anderen Fehler sind, dass du nicht viel früher da schon den Notausknopf gedrückt hast. Und nein, ich steige jetzt hier aus dem Aufzug, verpisst euch, ne? Wenn sie mich jetzt in Ruhe lässt, ist das Thema auch für mich zu. Ich will einfach meine Ruhe von der Person. Ich will einfach versuchen, von der ganzen Scheiße zu heilen. Natürlich habe ich auch meine Defizite und versuche die, genauso wie ihr auch, die aufzuhalten. Ich bin gespannt, ob sie ihn jetzt in Ruhe lässt. Ich bezweifle das. Also wie ich solche Leute kennengelernt habe, geht die jetzt massivst Apeshit und jetzt werden die großen Geschütze ausgefahren. Ich glaube, dass das nicht das Letzte, was wir von den beiden zu dem Thema gehört haben. Und ich glaube, das könnte noch unschön werden. Arbeiten und dabei kein Arschloch zu sein. Dazu denkt immer dran, irgendwo hat jeder sein Päckchen zu tragen, deswegen bleibt immer lieb, nett und respektvoll zu jedem, selbst wenn die Person gerade mal einen scheiß Tag hat. Wie es hier jetzt überall weitergeht, keine Ahnung, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin echt müde. Dazu, Freunde, haut rein, bleibt wirklich lieb zueinander und ciao. Ja, ciao. Schon wieder 1 Stunde 20 Minuten. Ja, immerhin. Nee, da habt ihr jetzt dann, das hätte ich gestern so oder so nicht mal geschafft. War mein Time-Management ja dann doch eigentlich fast gut, dass wir dann da eine Pause drin hatten, dass es halbwegs 50-50 ist. Mit der Runtime für beide Parts. Richtig. Leute, diese 2 Reactions, die fand ich jetzt für mich wichtig, aber auch ein bisschen belastend. Wie gesagt, das hat bei mir auch ein bisschen Erinnerungen an nicht so schöne Zeiten hervorgerufen. Ich bin gespannt, ob da nochmal was kommt diesbezüglich. Weil ich finde es, wie gesagt, ich finde es halt wichtig, Leute aufzuklären, was so die Red Flags sind, um eben nicht in so eine ausbeuterische, ne, ich vermeide jetzt das T-Wort bewusst, in so eine ausbeuterische Beziehung zu kommen mit jemandem, der euch nicht liebt, sondern einfach nur als Ding zum eigenen Nutzen sieht. Und ja, da sollte man vielleicht ein bisschen drüber aufklären, weil das passiert zu oft und das hinterlässt einfach nur ganz, ganz große Scherbenhaufen und macht Leute kaputt, die es nicht verdient haben. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was wie auch immer sie heißt, getan hat. Mad Love.